geben. Wir schauen zurück auf eine Woche, was wieder mal ganz viel Aufregung gegeben hat. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Was gerade aufgefallen ist in dieser Woche, weltweite Panik wegen Ebola. Auch bei uns in der Schweiz. Salut zusammen, wie gesagt, das ist der Baschi. Ja gut, das sind doch alle selber die Schuld, oder? Ich würde auch nie eine Ebola-Ferien machen. Müssen wir uns schützen in der Schweiz? Was denken Sie, Nationalrat Christoph Mörgeli? Unsere beste Armee ist gefordert, beim Obligatorischen mit unseren Soldaten. Jetzt lernen, wie man statt auf die grossen Zielscheiben am 300 Meter Stand auf winzige Viren aus Afrika schießt. Verstehen Sie? Der Moment mal schnell Raum auf mit diesen Missverständnissen rund um das Virus. Es soll ja bald eine Impfung geben. Ständerat und Fachmann Felix Gutzwiller, was wissen Sie? Gut, aus Sicht von der Pharma begrüßen wir jeden Import von Viren. Zollfrei versteht sich. Momentan empfehlen wir und Zuva das Zungenkondom. Ziehen Sie sich ein herkömmliches Präservativ über die Zunge. Schmeckt ein bisschen gummig, ist aber effektiv. Gut, was ist mit der Impfung? Heute in dem Gewinn baut sich Trosch ein neuer Turm. Er heisst Piz Ebola. Andere Dealer von Substanzen bauen sich teure Villa auf Südseeinseln. Wir, also Pharma, setzt halt lieber auf Basel. Ebola, ist das Panik oder Panikmacherei? Das fragen wir uns ja alle. Christoph Blocher. Muss ich nicht sagen, Gerber. Ich halte mich immer da an meine Regeln. Lieber schimpfen als impfen. Geschumpfen haben ja viele diese Woche auch über das Wetter. Mit dem Sturm Gonzalo ist der Herbst definitiv gekommen. Und unsere Lieblingsschlagziele war im Pendlerblatt 20 Minuten gestern: Pendler froren nach Wintereinbruch. Gerade so, als wäre es zum ersten Mal in der Weltgeschichte Oktober. Sonst noch jemand so überrascht worden in unserer Runde SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli? Ja, schauen Sie. Zuerst der Carlos, jetzt der Gonzalo. Es langt langsam mit diesen Sondersettings für die wilden Fremden, die Chaos und Zerstörung anrichten. Aber dagegen hilft offenbar alles Wetter nicht. Verstehen Sie? Katastrophal. Jetzt haben wir das Problem am Morgen. Gerade auf dem Weg hier ins Studio habe ich noch eine Idee gehabt. Ich wollte meinen einen Song mal wieder remixen mit Bläser. Zwar speziell für alle Hausarbeiter und Gärtner mit fetten Laubbläser. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.